Mit dem Zapfen hat er es fest verschlossen und zu den anderen Fläschchen in den Medizinschrank gestellt. Dann hat er durchs offene Fenster die Weisslandschaft bestaunt. Sich einfach in ersten Schnee plumpsen lassen, ist das Schönste, was es gibt. Er ist besonders weiss und weich. Wo steckst du? Elsa! Elsa, wo steckst du? Es ist nicht lang gegangen, bis der Leander das vertraute Flattern von der Elsa vernommen hat. Und schon ist Elsa auf dem Fensterbrett gelandet. Auf ihrem Rücken sind Melli und der Punsch mit leuchtenden Augen gesessen. Hoi Leander, wir haben gedacht, wir lassen uns heute alle in den ersten schönen Schnee plumpsen. Der ist so schön weich, gell? Genau. Auf was warten wir noch? Kommt mir noch, es geht los. Der Leander ist im Schuss den Dachkennel runtergerutscht und hat sich in den Schnee fallen lassen. Kurz darauf ist der Punsch hineingekommen. Juhui, das macht Spaß. Melli, du bist dran. Elsa, komm! Wir gehen gerade noch mal rauf. Oh komm bitte, bring uns doch noch mal rauf. Immer wieder hat Elsa ihre Freunde zum Estrichfenster fliegen müssen. Immer wieder sind sie ins Rohr runtergerutscht und haben sich im Schnee gewälzt wie junge Hündli. Sie haben einfach nicht genug bekommen. Gegen Abend, wo es langsam dunkel geworden ist, sind sie zum Leander heim sich aufwärmen. Der Leander hat seinen Gästen Badmäntel verteilt. Alle haben ihre nassen Kleider ausgezogen und haben sie über den Ofen zum Trocknen gehängt. Leander, kannst du uns nicht noch ein gute Nachtgeschichtchen erzählen? Kennen die Geschichte von der kleinen Schneeflocke, die auf einem Eisbärfeld gewohnt hat? Niemand hat die Geschichte gekannt. Sie haben sich am Boden bequem gemacht und gespannt der Geschichte vom Dichterzwerg zugelassen. Wo der Punsch, die Melli und Elsa schon lang geschlafen haben, ist der Leander noch lang am Fenster gesessen und hat zugeschaut, wie sich an den Scheiben Eisblumen gebildet haben. Es gibt eine Zeit im Jahr, wo der Winter gerade vorbei, aber der Frühling noch nicht richtig da ist. Die Sonne ist irgendwo hinter den Bergen versteckt. Das ist die Zeit, wo der Himmel grau und verhangen aussieht. Und zwar den ganzen Tag lang. An so einem Tag hat es angefangen. Der Mo hat einfach nicht mehr aus seiner Baumhöhle hüpfen. Und am nächsten Tag auch nicht. Und auch nicht am übernächsten. Eine ganze Woche lang. Die Mie hat alles versucht, um den Mo aus der Höhle zu locken.